Hallo Schnees. Mein Name ist Daniel Mertes. Ich arbeite bei der Wurzbildung und kümmere mich hier um Kinder- und Jugendliteratur und um Leseförderung. Ich wollte euch ein paar flotte Bücher vorstellen, die ich die Zeit, wo du musst daheim bleiben, ein bisschen verschönern sollen. Heute habe ich mir allerdings ein Thema rausgesucht, was schön kann sein, was aber nicht immer schön ist. Es geht um meine Gefühle an ich oder Gefühle an meinen Mitmensch und so weiter. Weil im Moment, wenn wir so viel müssen daheim bleiben, zu viel müssen daheim bleiben, nicht immer gut lernen kommen, da kann es mal sein, dass das Gefühl immer da durchgehen und Trat schlagen. Dafür habe ich ein paar Bücher mitgebracht, die genau das Thema behandeln. Das erste Buch, das ich mitgebracht habe, das ist der Teil «Komm mit ins Gefühleland». Das ist eigentlich ein Buch, das zuerst für die Eltern ist. Das ist ein Buch, das vollgestopft ist mit Geschichten, Lieder, Spieler, wo ich mit den Kindern zusammen über ihre Gefühle schwätzen und Gespräch kommen und auch zusammen gucken kann, was geht an mir vor, wenn ich zum Beispiel Rose bin oder wenn ich traurig bin. Für was bin ich traurig? Und was können meine Mitmenschen machen, für das ich mich ernst fühle? Und das ist ein kleines Buch, wo vollgepackt ist mit flotten Anregungen, die in daheim liegt, kann machen, von den also pur Lesungsvorschläge. Bei dem Buch von den noch ein CD, weil es gibt noch ein paar die Lieder dran, an Entspannungsübungen, und die CD hilft einem dann mit der Musik, für das Ganze ein bisschen zu begleiten. Das ist das Buch, was sich älter und älter riecht. Dann habe ich ein Buch mitgebracht, das es schon mal lange gibt, das Farbenmonster. Da geht es darum, um die zwei Sachen, Farben und Monstern. Farben haben ganz viel mit unseren Gefühlen zu tun. Ganz viele Gefühle gehen eben just durch eine Farbe dargestellt. Zum Beispiel Rot, das steht für Aggressivität, Roserei, Wut und so weiter. Blau steht für Traurigkeit, bisschen Melancholie. Schwarz, könnt ihr euch denken, das steht für, wenn die Welt zusammenbricht, wenn gar nichts mehr klappt, wenn nicht ganz viel traurig ist und so weiter. Grün ist die Hoffnung. Grün ist, wenn ihn eigentlich ganz gut drüber ist, aber wenn dem gut geht, aber wenn ihn alles genießt, aber wenn alles Licht geht. Und da geht es nach die wunderschöne Farbe Orange oder Gel. Das ist die Strahlefarbe, die steht für, wenn dem super gut geht. Also das Buch, also ein kleines Bilderbuch, wo ihr mit den Kindern liest und Gespräch kann kommen, über was Gefühle sind, welche Gefühle das nicht können gehen, wie sie sich weisen und mit welcher Farbe sie kann in Verbindung bringen. Das ist das Gefühlemonster. Dann habe ich hier ein Buch, das Thema am Anfang ein bisschen ähnlich ist. Das ist Fühlinchen, das am Carlsen Verlag rauskommt, also ein kleines Bilderbuch, wo es um ein kleines Schäfchen geht, was eine besondere Eigenschaft hat, und zwar ändert hat immer seine Farbe, je nachdem wie es sich fühlt. Zum Beispiel, wenn die Mensch Frau ist, ganz vergnügt ist und so weiter, da geht es rosa. Mit Fühlinchen denkt, mir wie ist das dann? Ich wechsle meine Farbe und ich schon so viele komische Stimmungen und dann ändere ich immer meine Farbe, geht es den anderen eigentlich auch so. Und dann möchte es sich auf ein kleines Reis, geht bei anderen Tieren gucken, wie es mit denen an ihre Gefühle ist, ob die auch ihre Farbe wechseln. Und schlussendlich merkt es, dass es nicht allein auf der Welt ist, mit seinen Stimmungen und mit seinen Gefühlen und mit seinen Farbewechslereien. Und ganz oft ist es sogar ganz farbig. Das heißt, das sind hin und her von vielen Gefühlen, nicht nur ein Gefühl. Das ist Fühlinchen am Carlsen Verlag. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Buch mitgebracht, das heißt Ich und meine Angst. Da geht es darum, ein kleines Mädchen, das hat eigentlich einen geheimen Freund. Das ist die Angst. Die Angst ist am Anfang ganz klein, weil das Mädchen wohnt daheim, alles ist relativ normal. Aber irgendwann muss es fort von daheim, muss in ein anderes Land kommen, kommt in eine andere Umgebung. Und was passiert? Sein geheimer Freund, die Angst, die geht immer mehr groß. Und sie geht so groß, dass das kleine Mädchen gar keinen Platz mehr hat, für Luft zu kriegen. Es hat oft keinen Platz mehr, für richtig zu schlafen, weil die Angst, die schwätzt an der Nacht und die erzählt da lauter Sachen, die am Tag geschieht sind. Das ist für die Mädchen also nicht ganz einfach am Moment. Aber irgendwann kommt ein Lichtblick. Es merkt, dass auch die anderen alle Guten so geheime Freunde haben, nicht nur hat lang.
Jedereen hat sein Freund d'Angst bei sich, und die Angst, die kann ich just klein halten, wenn ihn zusammenhält, wenn ihn sich zusammen amüsiert, wenn ihn in den anderen akzeptiert, kein ausgrenzt, dann kann ihn sogar mit seiner kleiner Angst gut weiterleben. Und heinst du also so wichtig, dass ihn ein bisschen Angst hat. Stell dich mal vor, hätte ich keine Angst, da ging ihn auch Sachen machen, die ganz gefährlich könnte sein. Also eine kleine Portion Angst und so eine kleine Frontangst bei sich zu haben, ist wertvoll. Das Buch heißt Ich und meine Angst und ist an unserem Nord-Süd-Verlag rauskommen. So, und zum Schluss habe ich heute noch etwas mitgebracht. Vielleicht eine kleine Anregung, was ihr könnt basteln. Bei diesem Clip fand ihr ein Dokument, das ihr euch könnt rausprinten. Das ist die Vorlage von dem kleinen Gefühlsmonster. Wenn ihr euch das rausdrückt, da könnt ihr euch ein persönliches Gefühlsmonster basteln und dann habt ihr herno etwas, was ihr vielleicht könnt ihr bei Kommodier passen oder hängen. Wie das genau geht, das weisen wir euch, wenn wir fertig sind mit der Buchvorstellung, für so ein Gefühlsmonster Schildchen zu basteln. Das könnt ihr mir Kommodier hängen und da gesagt, den wollt bei euch rankommen, wie die Stimmung gerade dabei ist. Und da kann man sich vielleicht darauf einstellen und gucken, wie man sich behält, wenn ihr nicht bei euch rankommt. So, das waren meine Büchertippen zum Thema ich und meine Gefühle und die anderen Leute, die rund um mich sind. Viel Spaß beim Entdecken von den Büchern und viel Spaß beim Basteln. Bis gleich, wenn wir zusammen gucken, wie die Gefühlsmonster gebastelt wird. So, schon kann nicht losgehen. Wir basteln also zusammen ein kleines Gefühlsmonster. Das ist eigentlich ein kleines Schild, das ihr bastelt, das auf 2 Seiten ein anderes Gefühl darstellt. Das Schild könnt ihr euch ja nur auf der Kommodier hängen, für das die wollt bei euch rankommen, gesagt, wie ihr dich gerade geht. Und dann kann die vielleicht besser auf euch angehen, und weiß, wie die drauf sieht, und weiß, wie ihr sich soll beholen. Für das drückt ihr vom Computer rauf die Vorlage, die ich mitgeschickt habe. Die liegt hier unten auf dem großen weißen Blatt. Auf dem Blatt sind eben 2 Figuren vom Gefühlsmonster, ohne Gesicht, ohne Farbe, ohne nichts. Das heißt, es geht darum, dass da jeweils ob so ein Menschen ein Gefühl darstellt. Entweder ein Girlen wie oben am Bild, ein girle Menschen, der ganz froh ist, der lacht, für den du draußen die Sonne scheint, wo alles schön und gut ist. Oder aber zum Beispiel so Menschen, der rot ist, der Rosen ist, den Zahn weist, den Därmond lutschest und so weiter. Du könnt auch Menschen malen, den traurig ist, der blau ist, den kreischt vielleicht. Oder Menschen, die gering ist, für den alles am Moment okay ist, für den alles super ist, die Welt ist schön, die Welt ist gering. Das heißt, ihr könnt Farben raussichern, wie ihr wollt. Die könnt auch vielleicht farbige Menschen malen, weil heinz du hat die Europur Gefühle mit nähen. Heinz du ist froh und auf der anderen Seite aber vielleicht auch ein bisschen traurig, weil ihn nicht kann raus mit den Kollegen spielen gehen, zum Beispiel. Wenn da ihre Menschen gemalt tut, also mit einem Mund, Arm, einem Nuss, Haar, Pelz, was ihr wollt, und die richtige Farbe geholt hat, die ihr wollt, dann schneidet die 2 Männer raus, und auch der, die darf ihr nicht vergessen, weil die machen auch farbig. Dann holt ihr ein Stück von dem Furdem, Woll oder Bast, schon ein Bast geholt, und ihr passt die 2 Männer ohne Nähen, mit ein bisschen Pasch, mit gutem Pasch, dass der doch gut fest geht. Die Schnur immer zwischen die 2 Männer. Und dann, wenn ihr fertig seid, dann müsst die Männchen eigentlich, da könnten so ausgesehen, mit einer Schnur. Und ihr könnten drehen, so wie ihr es gerade empfandt. Ein Besen, ein Löwen, Rosen, einen traurigen, je nachdem, was gerade anliegt.